Mir vun Eurosolar verzielen ich jo andauernd, dats op all der eng Photovoltaikanlage geheiert. Und dat ist immer richtig und noch wichtig für proper, unabhängig und demokratische Energie. Wie wat produziert das Anlage dann? Geht das durch, für meinen eigenen Strombedarf aufzudecken? Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren auf. Erstens die Effizienz von den Panoen. Effizienz bedeutet, wie gut die Energieumwandlung geschieht. Ein guter Pano liegt bei ca. 20–25%. Ein Pano wandelt dummer der E-Fährel von der maximalen Sonnenausstrahlung an elektrische Energie um. Zweitens die Ausrichtung, nur Süden, Osten oder Westen. Und drittens nach der Größe von der Anlage, Schattierungen und der Schattenwurf. Kann ich davon ausgehen, zu Lützeburg, dass ich mit einem Kilowatt Peak installierter Leistung ungefähr 800 bis 900 Kilowattstunden Energie pro Jahr produziert. Ich kann ihn also rechnen, wenn ich einen 10 Kilowatt Peak Anlage um Dach hat, dann produziert den dummer ungefähr zwischen 8000 und 9000 Kilowattstunden proper gering Energie. Et muss wissen, dass eine feierkappig Familie ohne Wärmepumpe an Elektroauto die 5000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht. Wenn wir 6000 Kilowattstunden für zu Hitzen unholen und zwei E-Autos mit jeweils 2500 Kilowattstunden, dann sind wir bei 16.000 Kilowattstunden pro Jahr. Natürlich hat mit einer Wärmepumpe über den Pufferspeicher vom Wasser auch noch die Möglichkeit, mehr von der Photovoltaikenergie in Form von Hitze zu speichern, wenn die Batterie vollgeladen soll sein. Aber wenn ihr nach eine Batterie bei seiner Photovoltaikanlage installiert, respektive den Elektroauto oder den Pufferspeicher mit abzieht, kann ich seinen eigenen Verbrauch komplett aufdecken. Auf jeden Fall gewinnt den und Autonomie. Also sind wir ehrlich, was gibt es Besseres für den eigenen Strom zu produzieren und auch zu nutzen? Weil gemäß aus dem eigenen Garten auch immer besser schmeckt wie gekauft.